Hey, hallo zusammen, grüezi miteinander, hoi miteinander. Hey, ich bin's wieder, der Muri, der Murat. In der Türkei sagen sie mir Muro, aber in der Schweiz haben sie mir immer Muri gesagt, vor allem in der Schule. In der Schule bin ich der Muri gewesen. Vielleicht kennt ihr ja den Murat Yakin, dem sagen sie auch Muri, aber mit dem bin ich nicht verwandt. Also mit dem habe ich nichts am Hut. Ich bin halt ein Handwerker, Bützer und er ist der Schüttler, oder? Aber sonst heisst er auch Murat, wie ich. Ich bin ein bisschen älter, ich bin auch wieder Abi. Wie ich im ersten Video gesagt habe, ist einfach älter, oder? Hey, ich habe mir ein bisschen so Gedanken gemacht über den Schweizer Kanal, wo ich habe, was soll ich machen, wie soll ich das machen. Es ist auch schwer. Es ist gar nicht so einfach, hey. Und ich habe gedacht, dass das nicht so schwierig wird, habe ich gedacht, ich tue mich vielleicht beschränken auf 1 oder 2 Videos in der Woche. Weil es ja so schwer ist. Jetzt habt ihr gemerkt, jetzt habe ich in diesen Minuten und 16 Sekunden 3-mal Hure gesagt. Das kommt nicht von mir. Das kommt von euch, Schweizer. Ihr habt mich so gemacht. Ich bin mit 11 in die Schweiz gekommen und ich habe kein Wort, weder Hochdeutsch noch Schweizerdeutsch können. Aber ihr seid die sagen, hey, hure gut, hure schlecht, hure teuer, hure dick, hure dünn, hure kalt, hure heiß. Gut, da mit den Huren ist ein bisschen so gummig. Gut, Gummi macht dort auch Sinn, wenn man jetzt ganz fest überlegt. Ab dem sagt man ja noch selber lachen. Du. Nein, Schweizerdeutsch finde ich eigentlich gut. Ja, eben. Die einen sagen 5, die anderen sagen 5. Hey, ein Bub heisst in Bern Dielen. Und wenn du zu Zürich sagst, ich tue Dielen, dann Dielen und Dielen. Eben, es ist auch noch ein bisschen Verwechslungsgefahr da. Man muss aufpassen, grausam aufpassen, wenn man sagt, in welcher Region und wo du gerade bist, oder? In Schaffhausen redet es auch anders wie Zürich. Und Zürich ist nicht gleich wie Uri. Sind wir einmal in Uri gewesen? Hey, wenn die ein bisschen schnell reden, ich verstehe einfach kein Wort. Am besten gefällt mir Bündnerdeutsch. Ich musste einmal in Bündnerland arbeiten, da bin ich wirklich sehr jung gewesen. Wo bin ich? 21, 22 als Techniker. Hat mich mein Geschäft dorthin geschickt. Ganze 2 Wochen in Sargans. Bodenheizung durchspülen, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe einen Stift bekommen, einen Zweitlehrjahrstift, der mir geholfen hat. Ich bin natürlich schon ausgebildet gewesen. Ich habe übrigens Heizungsmonteur gelernt. Also nur so nebenbei. Sanitär, Heizungsmonteur. Und dann, am letzten Tag sagt mir der Stift, nein, vorletzten Tag, morgen geht's heim. Morgen geht's heim. Das heisst, eben, morgen gehst du wieder heim zu. Also, morgen gehst du nach Hause, auf Hochdeutsch, oder? Morgen gehe ich heim zu. Hey, merkt ihr? In Bern sagt man wieder, heider, weider, tjöider, oder? Hä? Basler Leckerli ist wieder ein bisschen anders in Basel. Ich habe einen Arbeitskollegen, der sagt einmal, hast du noch Kleber? Oder was sagt man hier in Thurgau? Kleber. Hast du noch Kleber? Ja, die tun halt A und E auch wieder ein bisschen anders betonen, aber eben immer aufpassen mit betonen, wo du bist und was du sagst. Hey. Ich bin im Aargau aufgewachsen und dort ist es so, wenn jemand Muskeln hat, ein Kasten ist, sagt man, hey, du bist ein rechter Fetzen. He? Aber das hat nichts mit Fett zu tun. Da habe ich einmal in Thurgau gesagt, hey, du bist ein rechter Fetzen. Der war total beleidigt, der hat 2 Wochen mit mir nichts mehr geschnurrt. Er hat gemeint, ich hätte ihm gesagt, er sei fett.
Aber ich kann mit dem sagen, hey, bist du ein Kasten? Fetzen. Da habe ich in der Stadt Zürich gesagt, ich weiss noch, da ist auch ein Junge gekommen, 15, 16. Meine Eltern hatten dort einen Imbissladen gehabt. Für die da nicht wissen, hey, wieso tut die Kiste jetzt so? Ja, wisst ihr, da bin ich am Aufladen, da bin ich am oben runterladen, Datenladen und die Kiste, ich weiss nicht, jetzt ist glaube ich der Turbo hier. Wo sind wir gewesen? Imbiss-Kiosk haben wir gehabt, ist ein Junge gekommen, 15, 16. Oh, hey, ein Apparat, hey, Respekt. Und gesagt, hey, bist du auch noch ein Hurenkasten? Der hat mir nicht einmal Tschüss gesagt. Am anderen Tag ist er wiedergekommen. Habe ich gesagt, hey, was war gestern? Habe ich etwas Falsches gesagt? Dann sagt er mir, ja, könntest du es auch netter sagen, dass ich ein bisschen Bäuchli habe. Sag ich, ja, aber du hast ja gar keinen Bauch, du bist ein Kasten. Dann sagt er, ja, wieso sagst denn du mir Fett? Ich habe gesagt, ich habe dir Fetzen gesagt. Fetzen heisst, im Aargau gibt es, nicht überall, Jungs, hört, Frick redet ganz anders wie Baden. Frick. Ab Frick nimmt man Baslerdeutsch an, Basler Kleckerli, hast Kleberli. Und Frick Richtung Baden ist dann mehr so Zürich orientiert. Es kommt dann darauf an, in welche Region, oder Richtung Deutschland, ist dann ein bisschen so. Nur allein im Kanton Aargau hat man ja schon 7 verschiedene Schweizerdeutsch. Wie willst du denn da? Ich, geboren in Deutschland, Hildesheim, 1967, 1. Oktober, wegen der Geschenke. Nachher gezwungen in die Türkei mit 2,5, 3. Dort gelebt bis 11 und kommst in die Schweiz mit 11 und kannst kein Wort Deutsch, kein Wort Schweizerdeutsch, kein Wort Hochdeutsch und sollst da lernen. In der Schule heisst das Haus und auf dem Platz heisst die Hütten, oder? Ja, Hütte und Haus ist doch nicht gleich. Und der andere sagt Haus. Hey, es ist nicht einfach für mich. Aber ich habe es geschafft. Hey, ihr müsst das so anschauen. Jemand, der nicht Deutsch kann und in die Schweiz kommt, der lernt eigentlich 2 Sprachen. Nein, eigentlich 50. Wir reden schon in jedem Kanton anders, Wieso können wir da nicht einheitlich? Auch mit diesen Gesetzen. St. Galler machen ihren Furz, Thurgauer machen ihren Furz. Die einen haben den frei und die anderen nicht. Und wenn du dann dort auf der Baustelle schaffst, wo die Freiheit, nehmen sie dich wieder fest, oder? Musst du fast in die Kiste. Aber in dem Kanton, wo du angestellt bist, darfst du arbeiten. Aber weil die Baustelle wieder im anderen Kanton ist, eben, wie gesagt, darfst du nicht arbeiten. Wieso kann man das nicht in der gleichen, also in allen Kantonen vereinfachen, dass meine, hey, ihr Schweizer könnt vielleicht mit dem leben, aber ein Ausländer, gut, jetzt könnt ihr sagen, der kann ja heimgehen. Klar, der kann heimgehen. Aber ja, über das Thema, ich weiss nicht, wenn wir da reden, es hat viele Ausländer, die wir hier auch brauchen. Also ich will den Scheissdreck, den die machen, manchmal auch nicht machen. Ganz ehrlich gesagt. Jetzt ohne Seichenfall. Der Scheissdreck, den die amigs machen. Ja. Es ist eben Schweizerdeutsch. Eigentlich finde ich es lustig. Eigentlich finde ich es noch lustig. Mal finde ich lustig. Weil du kannst ja mit dem auch noch ein bisschen so spielen, oder? Ja. Ich hatte einen Kollegen, also ich habe ihn immer noch, der ist von Wallis. Der sagt, Zürich sagt, Grüezi Schweiz. Für die es nicht wissen, in Wallis sagt man nicht Grüezi. Dort sagt man guten Tag, guten Mittag, guten Abend. Aber man sagt nicht Grüezi. Und wenn ihr Walliserdeutsch ein bisschen genauer untersuchen tut, das ist wieder mehr Hochdeutsch orientiert, ohne Seich. Jemand von Berlin versteht den Walliser besser wie einen Zürcher. Das haben mir die Deutschen selber gesagt. Ehrenwort. Ich verstehe Walliser fast nicht. Ich habe alle Sprachen in der Schweiz, also alle Deutschsprachen, die 27 verschiedene, weil wir ja so viele Kantone haben, oder? Manchmal habe ich auch Mühe mit Rätoromanisch.
Da verstehe ich den Reto und den Roman auch sehr schlecht. Keine Ahnung, was die schnurren. Aber dort, wo es Reto-Romanisch schnurrt, dort können sie wirklich Bündnerdeutsch, dort können sie Italienisch, dort können sie Reto-Romanisch. Hey, die Leute sind in den Bergen aber recht gebildet im Fall. Hey, Chapeau, Chapeau. Hey, wisst ihr was? Ich mache gar nicht so lange. Ich mache lieber noch einen und dann schaut ihr auch. Sonst wird es ja hure langweilig mit mir. Habt ihr gesehen? Schon wieder hure. Kannst hergehen, wo du willst, der Hure tut dich verfolgen bis Lebensende. He? Und wenn du mal gestorben bist, heisst der Hure Double hat jetzt den Löffel abgegeben. Hey, danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr euch noch nicht abonniert habt, könnt ihr euch abonnieren. Macht das so. Gerne so, das hilft im Fall. Mega. Jetzt habe ich extra nicht gesagt, das hilft hure viel. Aber hilft wirklich hure viel. Macht's gut. Ciao zusammen.